Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Nächste Folge in unserer The Chosen-Serie. Heute sind wir verbunden nach Südafrika, nämlich mit der Doris Lindsay. Doris Lindsay, die auch schon reingeschaut hat. Ich meine, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, das ist ein globales Phänomen. Das ist klar, das ist man überall in verschiedensten Sprachen so ein bisschen mitverfolgen, die Staffeln von The Chosen. Und so ist es eben auch bei euch. Doris, gell, ihr weiss nicht, ob mit der Family oder für dich alleine, wie hast du das so ein bisschen entdeckt? Ja, also wir haben es eigentlich schon vor einem Moment entdeckt, noch bevor das in der Schweiz war, ist das bei uns in Südafrika schon angefangen trenden, würde man so ein bisschen sagen. Wir haben es eigentlich, ich weiß gar nicht genau, was am Anfang war, wer es uns empfohlen hat, aber wir haben es dann angefangen reinzuschauen und zuerst, ehrlich gesagt, ein bisschen skeptisch, weil ich habe schon manche Jesus-Filme gesehen und manchmal, denkst du, okay, es wiederholt sich ein bisschen, aber wir waren dann so mega überrascht und positiv überrascht gewesen, wie das gemacht ist worden. Und es hat uns total reingenommen als Familie. Vor allem gerade so die erste Staffel war halt noch alles sehr neu gewesen. Haben wir es dann als Familie eigentlich zusammen geschaut. Ich glaube, es war im Lockdown. Ja, es war im Lockdown. Genau, wir haben viel Zeit dann. Ja. Es hat ja eigentlich im 19. wahrscheinlich sind schon die ersten Schweizer auch drauf gekommen, dass man die streamen können. Illegalerweise hat der Dave Wörle sogar zugegeben, in unserer Serie hat schon irgendeinen Weg gefunden. So gut. Aber auf jeden Fall kann das sehr gut sein, dass im Lockdown nachher, dass ihr da The Chosen schauen bereits. Mhm. Machst du dich noch besinnen an eine spezielle Folge oder eine Szene, die eingefahren ist und geblieben ist? Also was mir vor allem sehr beeindruckt hat, ist einfach generell, wie Jesus dargestellt wird. Ich glaube, ich habe noch selten eine schauspielerische Leistung gesehen von jemandem, der Jesus irgendwie natürlich überbringen kann. Weil sonst ist es immer sehr so ein bisschen, ist er sehr verhalten oder irgendwie einfach so die typischen Jesus-Filme, die wir kennen, die ja auch gut sind. Aber ich glaube, bei The Chosen, das hat mich sehr beeindruckt, wie sie einfach Jesus dargestellt haben als eben einfach normaler Mensch, der durch den Weg auf dem Weg ist mit diesen Leuten, die alle ihre Geschichte haben und einfach mit ihnen Schritt für Schritt vorwärts geht und sie ruft und sie korrigiert oder sie heilt oder wo immer gerade die Situation drinnen ist. Und ich glaube, eine Situation, die mich sehr beeindruckt hat, ist die Frau am Brunnen mit der Samariterin. Das ist wirklich eine mega hammerstarke Szene, würde ich dann sagen. Einfach, wo Jesus dieser Frau auf so eine gute Art begegnet und die Frau ja total skeptisch ist, weil sie ja nicht weiss, was kommt und überhaupt findet wahrscheinlich zuerst einmal einen Witz mit ihr. Bis sie irgendwann schnell merkt, hey, der Jesus, der meint es ernst, und er ist real und er ist interessiert an ihr und sie schaut ihn natürlich als Prophet an, logischerweise, weil er viel über sie weiss. Aber das ist, finde ich, zum Beispiel so eine Szene, wo mir sehr nach ist gegangen, irgendwie auf unseren Situationen her, wie wir hier Sachen erleben in Südafrika mit der Arbeit, wo wir drinnen sind, mit dem Thema Scham, Thema Sünde, Thema Einsamkeit, vor allem eben die Scham, dass sie allein an den Brunnen geht und Jesus ihr an der Mitte des Tages begegnet, wo eben sonst niemand rum ist und damit sie nicht gesehen wird, oder? Damit sie selber Wasser holen kann. Und ich glaube, so das Thema Scham hat mich sehr speziell gedacht, wie sie das haben aufgenommen auf eine so eine tiefe Art und Weise. Also total eine tiefe Szene. Also für mich wirklich, muss ich sagen, auch eine der Favoriten-Szenen. Völlig. Weil ich finde auch so schön, was dort hier passiert. Sie sagt doch nicht, also Jesus erklärt ihr, dass sie nicht mehr in einen speziellen Ort müssen, einen Tempel für Gott anzubeten, oder? By Spirit and Truth, oder? So das, und dann fragt sie nochmal, also wirklich, also was?
Spirit, ist es wahr? Kann ich nur noch? Und überall, ich darf sogar auch. Und das ist irgendwie die Schranke, die so weggehen dort für sie. Das ist wirklich eindrücklich. Und apropos schauspielerische Leistung, Doris, die Frau, die finde ich auch, also eben die Jesus ist gesagt, aber auch wie sie gespielt wird, das ist unglaublich gut. Ja, es ist sehr halt irgendwie echt, also weißt du, so das Thema Scham, ich meine, ich sehe das immer wieder, oder, gerade in unserer Community, wo so viele offensichtliche Sünden sind, junge Frauen, die schwanger werden und so weiter. Und was mir einfach sehr gefällt, ist, wie sie testet Jesus. Sie sagt, ja, dann beweis mir, wenn du wirklich was vom Leben hast. Und ich glaube, das ist so ein Moment, wo Jesus einfach sich auf die Person einlädt und ihr verspricht, dass er mehr ist, eben als einfach ein Mensch, der interessiert in ihr ist. Und ich glaube, so das ewige Wasserthema dort, ist wirklich, ich finde es mega stark, mega. Ja. Hey. Ja, wenn man zulässt, dann will man sich wieder einmal mehr noch schauen. Ja, genau. Während der Serie ein paar Mal so gegangen, dass ich dachte, oh ja, das muss ich ja noch mal genau nachschauen. So cool. Also wirklich viel, was man kann entdecken kann mit der The Chosen-Serie. Merci vielmals, dass du da auch eine so kleine Sequenz hast angemarkert, die bei euch ist reingegangen oder dir speziell ist reingegangen, eben die Frau im Brunnen. Merci vielmals für euren Dienst und einfach seid gesegnet. Danke für euer Dranbleiben. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.